Wir sagen, du hast nie, du fehlt Wort zu halten. Und so, mit all die Gedanken, komme ich bei das Thema von zu reden, Himmel und Holle, gerat sein oder verloren sein. Und wir haben viele Bibelversen, wo das alles sehr klar betekenen, dass es eine Holle ist, Jesus hat das vielmals abgenannt, und aber auch vielmals abgenannt, dass es ein Weg der Rüt ist, dass wir nicht Brücken in der Holle nennen kommen. Und so, mein Verlangen ist von denen, was ich verbringe, oder was ich an die Gedanken aufmerken und nennen zu denken, dass wir sein, was ein verlorener Zustand ist, und was ein gerader Zustand ist, und was das von Unterschied merken wird an uns, und wo wir so eine Menschen gegenüber sind, die noch nicht diese Radung verstehen können oder angenommen haben. Als ich das so über nur denken, dann kann ich bei zusammen Geschichten lesen. Ich tue manchmal noch Geschichten lesen. In Markert sagt es das. Verseht nicht die Menschen mit viel von der Holle reden, den Himmel zu driven, aber merkt dort, dass es ein Balance ist, dass die von beides reden, nicht bloß von der Holle und nicht bloß vom Himmel, because wir haben beides in der Schrift. So, dass es ein Balance sein. Und ich weiß, dass für mich, wenn ich rede, ich komme nicht gleich dazu, dass ich viel von der Holle reden, because das ist gruselig, das ist grässlich. Aber wir haben dort ein Gott sein Wort, und dann ist es auch wichtig, dass wir das manchmal noch mit abheben tun. C.S. Lewis sagt, es ist der sicherste Weg nach der Holle ist der gewöhnliche. Der sicherste Weg nach der Holle ist der gewöhnliche. Keine Karte ein, nicht sehr aufmerksam sein, laute Dinge passieren, so die Welt. Nicht nur kicken, dass wir uns wegen Gott sehen wollen, irgendwo abreden, oder das muss man ganz geluten sein, das ist der sicherste Weg nach der Holle. Ans bloß am nicht kämmern. Keiner von uns will es dort sein, sondern der wird uns anspornen, dass wir nicht bloß wollen, alles tachloten, dass wir uns wollen, immer wieder frisch denken halten und unsere Gedanken nennen schaffen, das Wort ist, das Leben hier auf dieser Erde, und für was sind ich hier und tue ich dort, was meine Aufgabe ist. Jonathan Edwards sagt, es steht, fast jeder Mensch, wenn das Wort Holle hier oder von der Holle geredet wird, der denkt bei sich selbst, ich will da auch nicht hinkommen. Aber wenn das kommt, dass es changen soll oder ändern soll an sie meinen, das darf aber nicht leicht werden. Wenn es bloß von dort weiten, von dort hören, von dort denken, ändert nicht. Und so, mein Verlangen ist, dass wir das auf einer rechten Weg wollen, verstehen können und uns das auf einer rechten Weg nennen lassen, dass wir weiten, so als wir von der Natur sind, sind wir verloren. Wir brauchen einen Radar. Wir brauchen einen, der uns in diesen verlorenen Zustand raushält und dort ist Jesus auf diese Erde gekommen. Wir wollen uns mal mehrere Versen lesen, wo das Wort Holle ben ist. Und dann werden wir aber noch mehrere Versen von, wo das Wort ben ist von dem Himmel. Jesus hat wie mit der lehrersten Zeit von der Kirche zu tun hat, dann in Matthäus 23, Vers 33, du fragst ihn, wo reden die, dass ihr da zu der Holle verdammt zu sein, aus dem Stich zu kommen? Was habt ihr im Sinn, dass die glauben, dass die nicht wollen nach der Holle kommen? Das ist Jesus seine Frau zu der Lehrerstuhl. Mit was reden die, das Verdammungsurteil aus dem Stich zu kommen? Was denkt ihr? Und ich glaube, die Frau kann wir uns selbst auch fragen. Und keiner von uns wird keine Antwort geben, anders als was man sagen, ich bin in Karte gekommen. Ich kann nicht. Aber Jesus ist gekommen
und er beut der Radung an. Und wenn wir dort im Glauben annehmen, dann können wir gerat sein. Lukas 16, Vers 19, das ist die Geschichte von den reichen Mann und der armen Lazarus. Das war uns alle eine ganz bekannte Geschichte. Haben wir manchmal gelesen und uns den Namen gelassen. Und uns werden vielleicht gewundert, wo das reiche Mann nicht mehr herangeben wird, wenn er das arme Mann besiegt hat, er nicht besser an den sich kämmern wird, bloß für seine eigene, an sich selbst denken wird. Und das kann mit uns krass so darauf ankommen, wenn es im großen Ganzen über der Welt sind wir Dollar von den reichen Menschen, wir sind nicht von den Armen. Und denk wieder an, wer wir sind, oder wo Gott wir das haben, und Regenrüt für andere. Wir haben uns gestern in den ersten Gott angelassen, dass wir wollen mission-minded sein, wir wollen für andere Menschen durch sein, die verloren sind, dass sie sollen durch uns was zu sein kriegen, dass sie nicht wollen dürfen verloren gehen. Wenn's, wir haben ein Hort, oder wir sollen wenigstens ein offener Hort haben, für die, die noch nicht die Klarheit haben. Wir wissen dort sind sehr viele Menschen, die wollen nicht mal, die kosten nicht von reden. Aber manch all die Menschen, die sind aber nach Amazon, die würden gleichen, wenn sie wissen, wo sie können, das klarer verstehen, wo sie können klar sein, dass sie wissen, dass sie geraten werden oder nicht. Manch andere Menschen, als dort viel verbreitet worden, dass sie würden sagen, dass wir können dort nicht weiten, als wir seilig worden sind oder nicht. Und ich weiß nicht, wo sie dort hernehmen, dass wir dort zur Stadt würden können sein. Ich glaube, dass es gut, wenn wir abpassen, wo wir dort sein, dass wir nicht dumm mit ranpuchen, sondern andere sich da weggrühlen, von dort, wo wir davon reden, glaube ich, ist wichtig. Aber dann habe ich genug Bibelversen, die sagen, das sehr klar, wenn ich das Glaubende, dass Jesus Christus auf diese Erde abgekommen ist, und ich das annehmen, dass er der Rüd gesagt hat, wo ich leben soll, dann sagt er, dann habe ich ewiges Leben. So eine Versen finden wir viel in der Bibel. Aber nu werden wir uns mal ein bisschen angucken in Lukas 16, Vers 19 bis 31. Ich werde dazu eben lesen, und weil wir das Gedanken zurücknehmen, wo die Geschichte sich bewegen wird, als Jesus das vertalen wird. Er vertalt das zu Menschen, die nur am Harken tun und neugierig sind. Sagt er, du wir ein gewisser reicher Mann, der sich mit Purpur und feinsten Leinzeug kleiden wird und alle Tag en Frieden en Hochheer leben wird. Zodat mein Heidleben krachtens an das Janken. Du wirst ein armer Prager, Lazarus, falsch werden, darum für der gelegt wird. So, wenn wir das bloß eben lesen, dann hört sich das so, das arme Mann hat büten für der bei das reiche Mann gelegt. Und das kann auch sein, ich weiß nicht, was das nicht ist. Aber wir können auch sein, dass Gott hat das reiche Mann dort all Ferken hat gelegt, den nur beschmauern dort und so, den fehlt sehr neidig, das ist krank. Und du hast die Möglichkeit, den Gehen zu haben. Als das dann nicht so ist oder nicht, das ist nicht, was ich will versuchen zu ändern. Aber sehr leicht, dass das kann den was sein. Und dann in Vers 21 sagt es, en ein Verlangen hat, die Kremels zu eten, die den reichen Mann vom Dach fallen. Aber nicht mal dort können. Hoin kämen und belegten seine Schweren. Und ein Tag, das ist die Begebenheit. Das reiche Mann durch und das arme Mann durch. Und der Arme, der hat bloß einfach nicht, dass er sich halten kann, da wir ein Hoin. Wir wollten dort ein Hand gleich alleweil unterlegt. Aber hier sagt er, das wird die Begebung zu wir. Und dann sagt uns dort nur in Vers 22, ein Tag starb das arme Mann und wird von der Engel an Abraham seine Schuld gedreht. Das ist was passiert. Der arme Mann fällt schwer, kann sich selbst nicht halten, hat nicht genug sich so zu essen. Das sagt, der starb und der Engel kämmerten sich am Arm zu begraben. Das sagt er nicht dort, aber der Engel kämmerten sich am, wo sie in die Säule ankommen wird. Und dann sagt er, der reiche Mann starb auch
Aber was sagt er hier? Er sagt, der wird begruft. Von den armen Menschen, der sagt es nicht, dass der wird begruft. Sicher, glaube ich, haben sie den seinen Körper besorgt und in Evangelie gebracht, dass das hier. Das glaube ich. Aber du redet hier nicht von, was mit dem passiert ist. Aber dann sagt er, der reiche Mann, der starb auch, aber du wirst ein großes Begräbnis ausgereiht. Du wirst viel angestellt an das reiche Mann, der wird bekannt an viele Menschen, und du wirst viel angestellt. Das sagt hier, der wird begruft. Und dann, in Vers 23 sagt es dit, und als hij in de hal en zijn koel abkijkt, zag hij Abraham dort weit auf met Lazarus op de schoot. Aan kwamen al zijn gedanken terug, al die gelegenheden wat hij op de ziel gehad had. Hij kende Lazarus, bloos met de hand kijken. Hij wist wer Lazarus was. Dan roept hij, Vader Abraham, heb medelijden met mij en check Lazarus, dat hij zich de vingerspits en de woede dukt en mij de tong kjalt, wils ik war en deze vlammen gekweld. So hier krijgen we een klein beetje een beeld wat de haal is. Dat zegt dat zijn vlammen en dat zijn kwelen dit. Dat gaat door zeer slag. Vers 25. Abraham aber sehen, denk du an, dat du den Goudet in deine Lebenszeit gekregen hast. En Lazarus en jij in der kreeg bij zit. Nu aber wat hij getreist, en du hast deine Qual. En bovenaan is zwischen ons en junt een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier daarheen te komen en ook voor die van daar hier te komen. Zodat leert ons hier dat wanneer we is gestorven zijn, dan is niet meer Platz changen mogelijk. Dan is dat niet meer mogelijk wanneer we in de hal zijn, de rutte komen, in Himmel nemen, oder wanneer we im Himmel zijn, dat ons er wat uitgestolen worden en dat we worden in de hal komen. Dat leert ons deze geschichte. We zijn dat is onmogelijk. Abraham zegt, dat gaat niet. Ik kan niet meer, nog wanneer ik wel Lazarus de hand schrijven. Dat is niet mogelijk. Wanneer de tijd hier op deze hier afgerand is, dan is het bestemd voor eeuwig. En niet voor zoals we hier op deze hier zijn, de korte tijd. Vers 27, dan zei hij, Vader, dan vraag ik die, dat u aan naar mijn vader zijn huis schickt. Nu wordt hij mission-minded. Wat hij gestorven, wie dacht hij niet aan de gelegenheden wat hij had aan mensen te helpen. Nu op eenmaal, nu zag hij. Abraham zei, die hebben Moses en de profeten. Laat zij aan hier. Een andere weer zegt Abraham hier zu dem Mann, die haben die Bibel durch, die können sich das nur lesen. Die weten ganz klar, die haben alle Möglichkeit zu weten, wo sie leben sollen. Hij aber sagt, nee, Vater Abraham, wann von der Todeswehr wird abhanden wird, dann würden sie amtieren. Abraham sagt, wenn die nicht nur Moses und die Propheten horchen, würden die sich nicht bereden lassen, wenn einer von der Todes absteht. Wenn wir nicht uns ändern lassen von dort, was wir in der Bibel lesen können, und uns dort zu Hort nehmen und nennen lassen, dann hast du auch kein anderer Weg, dass uns bewegen wird, uns Leben zu ändern. Wenn Gott sein Wort uns nicht ändern wird, dann ist das nicht ein anderer Weg. Sicher kann das vielmals sein, dass andere Menschen uns zu schick halten, dass wir das besser sein können, dass wir verstehen können. Gott braucht andere Menschen zum uns denken halten. Aber wenn Gott sein Wort uns nicht ändern wird, Abraham sagt, dort wird nicht halten, wenn wir was von dort abstehen und irgendwann denken halten. Das wird nicht ändern. Lukas
Hier in Vers 15 sagt, hier ist es für eine Stadt, Kapernaum, dann sagt er, dass du himmelhoch erhoben bist. Ein anderer wird ja sagen, wie sich selbst sei hochgestellt und läuft zu weiten, du wirst bei der Hall raufgestellt worden. Und selbst hochherstellen, handstellen, dort wird nicht schaffen. Matthäus 4, Vers 29, das, wo Jesus reden, und sagte, wenn uns verursachen, das zu singen, dann sollen wir das ausrichten, und ohne dass ihr Leben in der Stadt bei ihren Hand und dann in den Hall geschmissen worden. Aber unsere Hand, wenn der uns verursacht zu singen, dann sollen wir das aufhalten, dass der uns nicht immer wahre Wort in den Sinn bringt. Because das ist besser, bloß eine Hand haben und kann glücklich leben und seilig leben, als beide Hände haben und immer in Versägung und in Trübel leben. Das ist, was Jesus selbst sein wird. Wir sind manchmal so klug und würden dort vielleicht verdrehen oder vielleicht sagen, oh, ich muss bloß das aufstehen oder ja aufstehen. Und ich glaube so. Sicher, wenn uns so Trübel geben, dann soll wir. Aber Jesus, der gibt direkt die Glieder an, was an unseren Körper sind, und sagt, wenn dort die Trübel geben, dann dort abbringen. Dann schafft dort überzieht, because dort bringt die immer wahre Tränen Trübel. Wir können sagen, verschiedene Dinge in uns Leben, wo unsere Jugend sind, wo unsere Jugend schaffen, oder wo wir reagieren, wenn uns ein bisschen Euer ankommt, als wir immer kurz rückbrellen, wenn wir euerlich sind, oder wo, wir können Teil Dinge, wo wir können sein, wo wir können abpassen, was wir damit tun. Und so, ich will noch mehr Erfahrungen haben von dort, wo Jesus sehr klar sein, dass dort eine Hall geben wird, aber ich sage mir, jetzt muss ich eine, weil wir uns noch some Versen nennen, wo Jesus von den Himmel reden wird. Und wir wollen bloß kurz in Johannes, das 6. Kapitel nennen gehen. Johannes 6, Vers 27. Du sagst, das ist das. Schaff könnt eten an, so 1, 2, 3 Minuten, dass wir was zu eten haben, dort nicht verkommen wird, schaff könnt eten an, dort für das ewige Leben steht. So wir sagen, uns mit was beschäftigen, was ewige Leben anbelangt wird. Ein ewiges Leben ist so, was nicht abhören wird. Uns Leben, unsere Körper hier, die werden abhören. Aber unsere Seele, die wird keinmal abhören. Und das Leben, was unsere Seele hat, hört nicht ab. Und so, und Jesus sagt, wenn wir an Arm bleiben und von uns von Arm verändern lassen, dann kriegen wir ewiges Leben, was niemals wird abhören. Ein Leben, das immer so, was es schein ist. Tod ist traurig, ist schlecht. Aber hier kriegen wir ewiges Leben. Die Menschen sehen, was uns so geben. Jesus sagt das selbst und sagt, die Menschen sehen. Ein anderer wird sagen, Jesus wird uns so ein Leben geben. Weil es dort ist, wo Gott, der Vater, mir geschenkt hat. Jesus hat klar erkannt, Gott hat mir geschenkt und ich bin gekommen, Menschen ewiges Leben zu geben. Nicht bloß Leben für diese Zeit hier auf dieser Erde, aber für ewig. Wenn das Leben hier abhört, das ewige Leben wird nicht abhören. Vers 28. Dann sehen sie zu ihm, was sollen wir dann tun? Jesus hat ihn angeschaut und er hat, was haben wir dann tun, dass wir ewiges Leben haben? Gott seine Werke zu wirken. Vers 29. Jesus antwortet und sagt ihm, Gott sein Werk ist das, dass ihr an den glauben, den er geschenkt hat. Wem hat Gott geschenkt? Jesus Christus. Dort ist, was Gott sein Willen ist. Nicht irgendwas. Dort ist, was Gott sein Willen ist. Dort wir dort glauben, was Gott getan hat. Und dort hat er in sein Wort ans Loten klar abgeschrieben, dass wir dort verstehen können, dass wir selber können der Hand kommen. Vers 30. Dann sehen sie zu ihm, was hast du für ein Wunder tun? So, ich frage uns, was sollen wir tun? Aber dort so einfach, dort weit wir nicht wo. Können wir nicht noch irgendwas tun? Oder sollen wir nicht noch irgendwas sagen können, was du was tun, was bitter gewöhnlich ist? Dort soll wir vielmals sagen, wir wollen was bitter gewöhnlich sein, dann wollen wir glauben, aber nicht bloß gewöhnlich. Vers 34. No, Vers 33. Das Brot vom Himmel ist der vom Himmel raufkam
in der Welt das Leben gibt. Jesus Christus kam von Himmel. Er kam durch Maria, er wurde geboren aus dem Baby und was ab, aber er deed, was Gott geplant hat. Vers 34, dann sehen sie tam, Herr, gib uns immer sein Brot. Und dort ist Gott sein Willen, dass uns immer was sein Brot geben, was uns zum Leben dienen wird. Vers 35, Jesus aber sagt an, ich sehe das Lebensbrot. Wer nur mich kämpft, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dursten. Jesus ist der Centerpoint für ewiges Leben. Wieder auf in Vers 46 sagt er nicht, dass wer den Führer gesehen hat, bitte der vom Führer erst, Jesus Christus, der hat dem Führer gesehen. So, Jesus merkt das hier klar, dass keiner hat Gott persönlich gesehen, bitte er selbst. Er wir bei Gott, er kam rauf, und brach uns ewiges Leben, damit wir nicht dürfen verloren gehen. Dann in Vers 47 sagt er, ich sage die Wahrheit, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat ewiges Leben. Aber so bloß dort glauben und dort nicht mit Worten topstimmen, das sagt Jakobus, so ein Glauben, der ist vergebens. Das haupt nicht. Bloß sagen, dass wir glauben und wir leben nicht nur, so ein Glauben ist tot. Der haupt nicht. Und dort ist Jesus versucht, dem Lieder hier deutlich zu merken, dort ewiges Leben ist available. Das ist durch. Und wir haben eine Choice, das anzunehmen und nur noch zu leben. Sagen, wir haben nach einmal so das gehört, bleibe dort, was du gelehrt hast, und dann wird es gut sein. Und wenn du Frau hast ewiges Leben, na, dann weiten die nicht. Aber dann sagen sie, wir können das nicht weiten. Was ist Fähigung? Was haben wir nicht recht gelehrt? Was ist Fähigung? Wenn ich das sage, das hier so klar. Jesus ist der Rader. Er ist der von Himmel kam und will uns uit diese Rüd halten, dass wir auch können durch sein, wo er ist. Dort ist Gott sein Verlangen. Dort kennt Jesus. Und dort ist auch mein Verlangen, dass wir uns immer weiter nennen tun, und Jesus sind wir verloren. Aber an Jesus haben wir ewiges Leben. Vers 60 sagt, das ist das. Viel von seinen Jüngern, als sie das hier sehen, dort sind Horde wir, wer kann dort verstehen? Jesus versucht zu erklären, wo Leben ist, wo die Hand zu kommen, wo das anzunehmen, und dann sagen ein Teil von seinen Jüngern, das sind seine Horde wir, wo können wir dort verstehen? Und mein Verlangen ist, dass wir uns, wenn wir die Dinge nicht verstehen können, dass wir uns aufmerken und freuen, wo dort zu verstehen, und das, was Gott sein Verlangen ist. Dass er will nicht, dass irgendwer soll verloren gehen, aber dass wir können gerat sein. Muss Gott alle segnen. Ich würde hier noch mehr haben, aber die Zeit ist aufgerannt. Und so finden wir noch ein Teil an Gott sein Wort, wenn wir dort lesen, was uns immer weiter Mut sprechen wird und anspornen wird, von arm zu sein und von arm dort zu sein, wo immer wir sind. Gott mit dir.